Ab engem deichtre Wanderowend a Wales sitzt de Patrick lang aus enger Hütt neben dem Kamin an huet de guten, warmen Glühwein getrunken. Der Patrick war so zufrieden, dass er angefangen hat zu singen. Der Patrick hat für sein Leben gerne gesungen. Mehr gerne singen ist nicht unbedingt gut singen. So hat das beim Patrick geklungen. La 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 la. Für nicht allzu langer Zeit hat der Pitt, dem Patrick sein Opa, 40. Gag mit ihm gemacht. So, du das ja kriegst wie ein raster Schmott See. Der Patrick hat das damals gar nicht witzig fand. Trotzdem hat er sich nicht davon aufhalten gelassen, immer voller Freude zu singen. So auch diesen Abend. La 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 la. Wohin beim schönsten Moment von seinem Lied angekommen war, hat es hart unter dir getockt. Kommt nicht mehr ran, dir sind da, für da durchzugehen, hat Patrick gerufen. War der muss froh, dass du in Himmel no lauscht. Vier unter dir stehen 3 Wanderer, schwer beluden, hungrig und dreckig. Was der Patrick nicht wusste, es waren 3 Feen, die sich verkleidet hatten. A Wales hat den Feen nämlich gewünscht, von dir zu gehen und zu gucken, wie sie gut empfängt. Die Leute, die gastfreundlich waren, goufen belohnt. Aber die ihnen dir 4 Runden an zugeknüpft haben, die konnten sicher sein, dass sie von diesem Moment an vom Pech verfolgt waren. Guten Abend, sagten sie zum Patrick. Wir sind schon lange auf den Beinen und hungrig mit. Wir wünschen uns nicht mehr wie just ein Stück Brot. Oh Mann, wenn das nicht mehr ist. Hey, oder Brot, Käse und ein bisschen Butter. Hol dir so viel wie du willst, sagte Patrick. Während die 30. den Bauch vollgeschlagen haben, hat Patrick ihnen voller Begeisterung gesungen. La 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 la. Nun erste so von den Wanderer, weil du alles so gut abgeholt hast, will mir dir einen Wunsch erfüllen. So ist just, was du da wünschst. Oh, also mein größter Wunsch wäre, eine Harfe zu haben, die an meinen Händen immer schön klingt, egal wie falsch spielen. Aber bon, das geht ja alles nicht. Der Patrick kann wohl nicht ausschwätzen. Da stunge Bemol, matten aus seiner Hütte, 4 singen an, ein wunderschöne Harfe. Sie hat fantasievoll gülle Verzierungen an unendlich viel Seiten. Und dem Patrick, sein Gast, war verschwunden. Komisch. Das muss eine Fee gewesen sein, durch den Patrick bei sich. Und sobald dem Patrick sein Fanger die Seite berührt hat, hat die Harfe angefangen zu spielen. Wunderschön Töne sind erklungen, an einer luftiger, löchtiger Melodie. Boah, der Patrick war begeistert.
voller Freude hat Patrick gespielt. Und die Melodie ist durch die Hütte geflohen, zur Fenster raus, durch die deichter Gasselscher, hinter der Schule durch, bis auf den Großmarktplatz, wo die Lichter geblinkt haben und allerlei Leute bei ihnen an der Kehlstungen umgekriegt macht. Knaps hatte sie die Musik hören, da konnten sie nicht mehr ruhig stehen. All einzelne Körperteile hat angefangen zu wackeln. Und ehe sie richtig verstanden haben, was geschehen, stungen sie schon ein hinter dem anderen an einer Reihe, sind über den Marktplatz, hinter der Schule durch die deichter Gasselscher, bis an den Patrick seine Hütte der Musik getanzt. Da stung den also lo mit der Harfe und hat von einem Moment auf den anderen Boot voller Leute, die wie verreckt hin und her gehopst sind. So lang, bis hien abgehalten hat und die Musik verklungen war. Von dem darum kommen all Abend mehr Leute bei Patrick, für auf seiner Harfenmusik zu tanzen. Und ein paar Wochen mehr später war auch der Pitt an dem Patrick seine Gast. Wisst ihr noch, das war den so den Gag mit Patrick gemacht hat. Und der Patrick hat entschieden, ihm mit diesen Abend zurück zu bezahlen. Gespielt, bis die Leute außer Atem waren, an den Ugebierdelt und abzuhalten. Mir dat hat dem Patrick just nach mir Lust weiterzumachen. Die Leute haben sich gekrümmt und gedreht, immer mehr sehr, zu Mivlen umgekippt, als ihn am Mauer geknüpft. Und der Patrick hat gelacht, dass ihm Tränenbacken aufgelaufen sind. Am Platz der Szene, so wie normalerweise, nur ein paar Minuten abgehalten hat, wurden Diskeier munter weitergespielt. Abgehalten hat er recht, weil der Pizza Spähen gebracht hat und die anderen Gäste von Müdigkeit nicht mehr richtig stehen konnten. Den nächsten Morgen war der Tag verschwunden. Die Fee war so rosen darüber, dass der Patrick ihre Kado für seine Revanche benutzt hat, dass sie nach an derselben Nacht Tag sicher gekommen waren. Der Patrick hat verstanden, dass all Kado von den Feen etwas ganz Besonderes ist und nicht soll für Bases benutzt gehen. Und so hat Patrick seinen Gast für Christtag eingeladen. An der Kehr war dann ihm den anderen vier zu tanzen. Bis spät sitzen sie zusammen und gut man nicht gelacht, aber ganz gut gies.